Was zum Henker? Also, es kommt ja vor, dass ich mal ein legendäres Pokémon mit einem Ball fange. Das kommt ja vielleicht alle Dekade mal vor. Vielleicht auch nur alle 20 Jahre, je nachdem. Aber, dass ich's, wenn es nicht mal im roten Bereich, es ist orange, war nicht mal der rote Bereich, dass es schon da mit dem ersten Ball fange. Ich habe schon einen Hyperball geworfen, nicht einen Meisterball, oder? Da bin ich jetzt total irgendwie crazy. Wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Eigentlich doch ziemlich cool. Ja, also im Prinzip, wobei ich würde sogar sagen, nee, weil Arktos, ich meine, wie gesagt, legendäres Pokémon, legendäre Pokémon geben eigentlich selten Spitznamen. Sehr selten sogar, und ich wüsste gerade auch gar keinen passenden. Ein Eisvogel, Arktos, ist ja schon episch, Naja. Nee, mir fällt gar nichts ein, falls auch was einfällt, wir können ja jederzeit wieder nach Lavandia und den Namen ändern. Wow. Das ging schnell. Manchmal habe ich auch noch das Mewtwo dann vor allem gedacht. Oder vielleicht, je nachdem, wie lange es dauert. Ja, das war cool. Gut, das mit Tobi war weniger cool. Tobi! Gut. Jo, das machen wir jetzt. Top-Schutz und noch ein bisschen die Höhle erkunden. Ich glaube, ich habe hier das ein oder andere noch ein bisschen vergessen. Schneeball. Arktos Schneeball? Jo, könnte man machen. So, jetzt haben wir zuerst alles vergessen. Genau, da unten war ich. Hier war ich jetzt oben noch hin. Offenbar schon, war. Nein, nicht Stärke. Steven, lass den Quatsch. Oh, das war ja das. Hier kam diese bescheuerte Strömung mir wieder dazwischen. Na, Kumpel? Ja, immer das Gleiche. So, da kann ich also nicht entlang. Ja, von mir aus kann man hier hoch. Glaube ich auch schon, wa? Ich werde zwar noch nicht, aber ich weiß, wo ich hinkomme. Obwohl, warte mal. Ist es das, was ich denke? Nee. Habe ich jetzt sogar hier irgendwo noch ein extrem seltenes Item oder so in der Art? Offenbar weniger. Oh, nee, jetzt gehe ich runter. Ah. Der Schutz wirkt nicht mehr, das ist aber schlecht. Jetzt weiter runter. Verwirrung. Ich weiß nicht, wo es hier weiter hier. Wofür ist das wohl gut? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier irgendwo Steine runterschmeißen mussten. Also. Ja, aber ich weiß wieder warum. Mal gucken, stimmt's überhaupt? Das hat doch sicher mit der zweiten Strömung zu tun, weil die erste Strömung, die wir blockiert haben, hat dazu Arktos geführt und die zweite, die wir blockieren könnten, hier. Ja, mit der können wir eben da durch. Okay, ja, das stimmt also doch. Ja, doch, die grauen Zellen aktivieren sich wieder. Ja, kommt wieder das eine oder andere in den Sinn. Alter, das ist aber lange her. Ja, ganz ehrlich, klar, es gibt
gibt ja noch Feuerrot und Blattgrün, war es noch nicht so lange her, aber ich habe jetzt nie so intensiv gespielt. Das kannst du ja dazugeben. Also natürlich auch schon die ganze Story und so weiter durch, aber dass er 10 einmal alles irgendwie erkundet hätte, glaube ich, soll ich mich erinnern, eher wie. Ah, man ist da wieder durch. Glaube ich eher weniger. Ich muss zum anderen Felsen hin. Der Schutz ist wieder am Arsch, Mann. Das war der obere Ausgang, war, wenn wir uns richtig erinnern. Jo. Hab ich den auch schon platt gemacht? Ich glaube schon, um nochmal zu überprüfen. Hey ho, jo. Hey ho, hey ho, hey yo, lolololol. Das hängt gerade da mit dem Schwitzen, Leute. Ich glaube das einfach nicht. Ich meine, klar, ich bin ja Schweizer, aber trotzdem. Muss nicht gleich übertreiben. So. Jo. Ich muss sagen, was sind wir durch? Weil ich glaube, echt, die Seeschirmhöhlen waren gar nicht mal so groß. Ich kann sonst mal noch ganz kurz. Ich kann sagen, kann ich mal ganz kurz nachgucken, ne? War das teilweise so groß, wie ich denke? So, komm. Hau ruck. Genau, sicher. Hä? Ich habe 2 Felsen runtergeworfen. Deswegen dachte ich ja so, okay, wegen der Strömung, die kommt von hier oben irgendwie. Jetzt muss noch einer da und kann mich trotzdem frei bewegen. Hä? Bin ich falsch? Nee. Falsche Felsen? Also, nein, das ist in der Schweiz. Wieso ist nichts Besonderes? Nee, ich bin doch falsch. Hä? Die Hülle verarscht mich ja gerade. Höhle, das ist nicht nett. Ich bin böse auf dich. Aber als ein Fels... Da kann nicht sein, Leute. Aber jetzt durch einen einzigen Felsen die Strömung deaktiviert und kann jetzt da unten auch problemlos durch. Hier kann man sowieso hin. Hä? Das stimmt aber schon. Und der Felsen hier ist einfach weg. Aber so, oh, Oslo Vista, Tschüssikowski. Hä? Die verarschen mich doch hier. Gucken wir mal ganz kurz, ob es hier irgendwie spezielle Items gab. Und falls nicht, dann, ja, gehen wir halt wieder. Nö. So wie es aussah, gab es nichts Besonderes. Jetzt muss ich ja zugeben, bin ich leicht enttäuscht. Was sagst du dazu, Kumpel? Naja, du sagst nur Pikachu. Ist mir schon klar. Gut, Freunde, wir gehen wieder. Das heißt, auf zu Zapdos. Oder bitte vielleicht einen richtigen Weg nehmen, Kumpel. Wäre sicher nicht ganz doof.
So, raus aus der Bude. Domi soll fliegen. Dann gehen wir mal, Lavandia. Plup, 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 plup. Sehr schön. Wen nehmen wir jetzt mit? Tobi immer noch, ja. Das hat vor allem mit dem Drachenmut zu tun gehabt. Das wäre schon praktisch zum Schwächen. Pikachu war nicht muss, da ist die Nervensäge generell. Kai auch zum Schwächen, wegen Schlafbruder, eventuell. Domi muss fliegen, das heißt, wir haben wieder mal die Auswahl mit Steven und Alex. Aber Steven, ja gut, Konfusstrahl. Bringt zum Schwächen eigentlich relativ wenig. Gut, mitnehmen werden wir diesmal also. Ja, mal ganz kurz Arktos, war. Weil Jonas hat ja. Robert mit dem Witz, ja. Jonas hat den Vorschlag gemacht wegen Schneeball. Boah. Gibt Schlimmere, wenn er ehrlich sein soll. Nee. Hä? Das war ja das ruhelose Knogger. Ah, hier ist er. Ich bin der offizielle Namenbewerter. Offiziell, wieso? Offiziell gibt es hier noch einen zweiten im Spiel? Noch gar nicht getroffen. Ändern mal den Namen. Wie soll er lauten? Der Schneeball-Effekt. Jo, dann haben wir schon mal Idee, also ja, Spitznamen überlegen für Zapdos, Lavados und Mew. Schneeball passt gar nicht hin. Ja, mit einem E, okay, aber hä, bin ich doof? Natürlich passt es hin. Ja, ich bin doof. Naja, die Hitze killt mich bereits. Das stimmt doch, Schneeball. Alter, der Spitzwert. Level 50 relativ viel. Der nur Schnabel und Einstrahl drauf. Also, deswegen hat uns das zugespammt. Das ist zugespammt. Jonas, ich bin halt ein Namenprofi. Jo, kannst du bereits mal den nächsten Namen überlegen. Jonas. Jetzt kommt zu Zapdos, kommt sicher Kugelblitz. Und Lavados vermutlich Feuerball oder wie? So, Zapdos. Das ist ja eine Elektro-Pokémon. Schneeball, mal ablegen. Nicht freilassen, das wäre jetzt noch Blitzi. Oh Gott. Bloß noch gefragt. Mal ganz kurz. Chaos war ja Rasafa. Fußige Ball. Kann man eigentlich auch wieder mal ein bisschen zeigen. Da haben wir schon lange nicht mehr im Team. Kokiri, unser Quapo, kommt bei Lavados jetzt zum Einsatz. Dann haben wir Xeon, ich bin fast schon durch, wa? Team will ich eigentlich, wohl es relativ großes Gebiet noch hier war. Alter, dein Spitzwert, ey. Puh. Ja, komm in dem Team mit. Timo transferiert, Timo der Alten. Jo, Mann, was geht? Ah, Tobi kann Surfer. Ich wollte gerade sagen, wer vielleicht ja, da ein bisschen besser überlegen soll, wenn ich da wirklich mitnehme. Ich überlege gerade Powerplant auf Englisch. Wir können gerade auf einer englischen Seite zum Gucken. Ich glaube, ich brauche sonst aber nix. Vor allem der ersten Generation. Nö, sieht gut aus soweit. Sieht gut aus.
So, wenn man Info stimmen, dann soll... Also, hatte gerade schon. Dann sollte Zap... Was mache ich, Trottel? Geht ja gar nicht hier. Der tut den Felsentunnel marschieren. Bin ich doof oder was? So. Das ist eine Hitze, ich schwitze. Hey, da ist eine Hitze, ich schwitze, yeah. Alter, das Aussehen, voll zerstört, voll die Fußabdrücke überall. Trotzdem, sie finden den Kerl einfach nicht. Ja, gut, jetzt mittlerweile, Team Rocket aufgelöst. Okay, dann leg mal los. Kai. Und Schrei. Aber es war damals so lange. Fahrrad. Hallo. Ja, wir sind auch schon da. Hallo, wir sind da. Und der Herr Tobi, der sagt, ich hab den Schutz vergessen. Glück gehabt. Hi. Oh my fucking God. Da ist echt noch ein Typ, der kämpfen will. Ja, Mann. Ja. Jo. Tobi, weißt du was? Dann schenke ich dir. Was? Man nennt Zapdos Nikola Tesla. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Kontext dafür. Ich habe keine Ahnung, wer oder was Nikola Tesla sein soll. Schlupp. Schlupp. Bäh. Fast haben wir auch schon gesehen. Hyperstrahl! Beim Teutotus! Ach ja, erste Generation. Wie oft habe ich damals Hyperstrahl gespammt vor allem. Ja, mein damals aus dem Schulhof, wenn du einen Pokémon hattest mit Hyperstrahl, ey, da warst du der Champ. Ich meine, klar, muss ich mal wieder aufladen, die Attacke. Ja, aber wenn er erstmal getroffen hat, Bumsfallera. Elektrotechnik, Nikola Tesla, deswegen kenne ich ihn nicht. Geschichte, ich hasse Geschichte. Kraftwerk, jo. Kraft dein Werk. Minecraft, Kraftwerk. Minecraftwerk? Minecraftwerk, versteht ihr? Minecraftwerk. Ja, bei der Hitze meine Witze nicht besser. Carbon. Tim? Jo. Mal gucken. Was haben wir für Gegner für Chaos? Die... Psst. Ja, was denn? Psst, boom. Also. Voltoball. Voltoball. Rossoff. Rossoff. Fußkicker, hat ihm voll die Füße weggezogen. Also ein Voltoball, der hat gar keine Füße. Das ist Diskriminierung. TM33. Ich habe keine Ahnung, was das war. Reflektor. Wow. Geile TMs, wa? Psst. Ja, psst, du dich auch. Voltoball. Voltoball. Aber mit einem L. Schreibfehler. Überroller. Chaos wird verletzt. Yo. Ja, der Chaos, der mit seiner Theorie, der hat's drauf. Schleimer. Schleimer. Ich bin Schleimer. Ja, wir haben Elektrik zwar lieber, aber ich glaube, das gab's bei Gelb auch nicht, wa? Ja, wir müssen, glaube ich, bei Rot drüber transferieren. Ja,
das war etwas, was ursprünglich geplant war, was ich halt jetzt noch irgendwie im Stream machen würde und auch zeigen würde. Aber wenn sowieso auf die Kürze, was auf die Kürze, Ich meine, das ist sowieso immer so eine Sache mit dem Fangen, vor allem in der Safari-Zone. Ich meine, ihr könnt jetzt live, könnt ihr dann nochmal in die Safari-Zone reingehen und es könnte durchaus sein, dass das Teil fange. Auf Anhieb. Aber die ganze Zeit offline, offscreen, nö. Nie geschafft. Gerade Hieb, Volltreffer, dankeschön. Ich sehe eine Normalattacke, keine Kampf. Gut, Chaos hat gezeigt, was er kann. Dann mal Timmy. Der ist ein ganz Schlimmi. Ja, ist gut, ich höre auf. Ach, deswegen habe ich so wenig Zuschauer gerade auf Twitch. Ah, das ist der Grund. Ich dachte immer, es wäre wegen der Hitze und so. Und oh nee, Michael sagt irgendwie Pokémon, kein Bock drauf. Aber jetzt weiß er wieso, es sind meine schlechten Wortwitze. Ja, als ob das etwas Neues wäre, aber. Ob wir dann wohl ein Zucchines einsetzt. Nein! Verdammt. Jetzt hier oben geht's noch weiter. Und das nächste Viech. Slimer! Timsala! Psychokinese! Aber nur Imber. Einfach nur Imber. So, haben wir jetzt gerade auch gerade. Was war noch irgendwie episch gerade? Eigentlich durch war. Und zeigen hat vor allem. Versteht sich. Noch ein paar. So, bin mal gespannt. Ein Voltoball. Gegen mein Pikachu. Pikachu Level 99. Ich setze einen Donner ein. Das Teil muss weg sein. Soll ich nicht treffen? Oh nee, Lichtschild. Oh, jetzt wird es aber doch noch interessant. Mein Pikachu ist nicht so stark, doch hat gereicht. Ich frage noch den Donnerblitz noch reichen würde nach dem Reflektor. Fragen über Fragen. 25! Was? Erdbeben? Nee, warte mal ganz kurz, kann nicht sein. Donner? Ja, eben. Ich kann auch auf Erdbeben. Was Chaos kann Donner? Der Tobias, dass du das kannst, weiß ich. Schwänz hat Orange-Liga. Der Drake da. Naja. Ein Rasaf kann. Okay, ein Rasaf kann Donner lernen. Warum? Das ist eine Elektroattacke, also sprich Spezialmove. Das gibt gar keinen Sinn. Sag mal, kommen wir da runter. Ist offenbar noch weit verzwickt und verwinkelt, alles mögliche. KB Plus. Das wiederum kriegt natürlich auch Pikachu. Warum? Wir sehen doch mal an. Der hat kaum, also ja, doch kaum, also knapp über 200 KP. Auf dem Level, was am Maximum. Ein Bonbon, es hat noch eins, ein Rare Candy. Ja, ist mal besser als die Candies, die wir von Pokémon Go kennen. Warum? Ganz einfach, die bei Go sind ja auf die Pokémon bezogen. Und die hier nicht, die kann einfach sagen, jo, jeder kriegt einen Bonbon. Freut sich darüber, aber ja, ihr kennt sie auch bei Go, wa? Ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Hype für Pokémon Go ist auch ziemlich vorbei. Was bei Arctos? Arctos, Zaps natürlich. Ja, der Hype für Pokémon Go ist für mich persönlich schon ziemlich vorbei. Und zwar vor allem aus dem Grund. Das klang anfangs gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt mittlerweile ist das Teil schon ein bisschen auf dem Markt, oder? Und was machen die Entwickler? Die fixen hier und da einfach mal Funktionen, die, naja, die danach nicht unbedingt besser funktionieren. Das ist mal der erste Punkt. Hier kommen wir zu Arctos. Okay, Zapdos, okay. Pokémon Global Offensive oder wie? Nee, schön wär's. Ja eben, die fixen irgendwie Funktionen, irgendwelche Bugs und so weiter. Das ist schon noch gut, aber irgendwie... Das sind sogar Funktionen, die ursprünglich funktioniert haben,
Aber dann plötzlich die Serverauslastung nicht mehr geklappt haben, muss ich einfach sagen, nö, wir kriegen es gar nicht hin, wir entfernen die Funktion, bauen eine scheiß Alternative ein, so auf eine Kraftausdruck, aber stimmt doch, war echt eine scheiß Alternative. Und die bauen jetzt langsam sich aus, oder? Und dann trotzdem dieses Bomber-System, zum Beispiel ich habe das Starter Glumanda und der ist, glaube ich, ein Teamleader. Ich bin ja da bei auch dem gelben Team beigetreten bei Pokémon Go. Gemäß Spark ist mein Glumanda als Starter, hat ziemlich gute Werte, sprich ziemlich gute DVs. Aber was soll ich machen? Ich kann keine wilden Glumandas fangen. Wo gibt's wieder Feuer-Pokémon? Wasser-Pokémon findest du überall, wo halt vor allem Wasser ist. Und vor allem auch hier der Witz ist irgendwie, wenn du, ja, sagen wir mal, in einer Großstadt lebst zum Beispiel, ist überhaupt kein Problem. Du kannst theoretisch sogar im Tram sitzen bleiben, dich überall herumchauffieren lassen, du läufst über, ja, du stolperst quasi über alle Pokestops, über die wilden Pokémon, gar kein Problem. Aber bei kleineren Städten musst du teilweise suchen, dich auf die Lauer begeben. Und vor allem immer noch, du hast keine genaue Angabe, wo welches Pokémon ist. Da bist du eine Stunde unterwegs und findest trotzdem nichts, vor allem nicht das, was du willst, oder gehst irgendwie auf Suche nach Evoli. Hat er vor kurzem erst gerade gegen angezeigt, Evoli, geil, ich bin auf der Suche und finde es nach über einer Stunde noch nicht. Muss einfach sagen, nee, sorry, aber da ist etwas an die Entwickler, weiß auch nicht richtig bedacht oder so, oder ja, und vor allem auch, dass halt so die Pokémon dort spawnen können, wo sie gar nicht sollen, auf Privatgrundstücken oder irgendwie sonst, oder Militärgelände zum Beispiel. Ist auch so etwas. Nee, also. Wie gesagt, ich mag anfangs, die Idee von Pokémon Go mag gut gewesen sein. Aber dann, ja, mittlerweile ist es einfach nur noch ein Krampf geworden. Ich meine, es ist ein Pokémon-Spiel, oder? Was ich halt vermisste ist, ich kann nur in Arenen gegen andere antreten. Normal gegen andere Trainer, gegen wilde Pokémon? Nee, wilde Pokémon fangen, ich will es auf mal einen Ball, fertig. Vielleicht bleibt es drin, vielleicht auch nicht. Das ist für mich irgendwie, wie soll ich sagen, wenn ich einem Pokémon begegne, will ich es eigentlich auch schwächen, oder will ich es halt ein Pokémon trainieren? Warum nicht so wie bei den Pokémon-Editionen machen? Warum geht das hier nicht, oder warum wollen die Entwickler das nicht mehr? Das verstehe ich einfach nicht, Leute. Das ist mir echt ein Rätsel, warum die Entwickler das eingebaut haben. Da irgendwie, ja, mit dem Sternstaubsystem zum Aufleveln oder zum Verstärken, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Die Bonbons, dass es pro Pokémon so ein Bonbonsystem gibt, geht ja eigentlich auch noch. Aber auch hier bereits ein nächstes Problem. Zum Beispiel haben wir, was nehmen wir als Pokémon, mal ein Pikachu. Mal so als Beispiel. Pikachu gibt es im Spiel Pikachu-Bonbons. Warum? Ja, weil er einfach in die Grundstufe bezogen ist. Weil ist erste Generation, deswegen Pikachu Bonbon, von dem her für Pikachu plus Raichu. Und was ist da mit Pichu nachher? Gibt es auch ein Pikachu-Bonbon oder was? Oder ist das vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass die Entwickler sich sagen, Pokémon Go, erste Generation ja, der Rest, vielleicht noch nicht. Und da ist das nächste Problem, wie ich bereits gemerkt habe, bei mir zum Beispiel jetzt vor allem, ich meine, was finde ich immer? Taubsis, Radfratz, Raupien Horndius, finde ich eigentlich immer. Oh, okay. Den Rest muss ich an exotische Orte gehen, wenn ich in mal ein Feuer-Pokémon will, wo muss ich da hin? Und genau da fehlt es mir wieder mal ein bisschen an Vielfalt, weil klar, die erste Generation hat 150 Pokémon, okay, ist geil. Aber wenn da einfach eben nur ein paar hast, die ständig auftauchen, die eigentlich überall immer auftauchen, andere sind sehr, sehr selten. Von den 115 sind eben, 5 kommen regelmäßig vor, der Rest gar nicht. Ja. Unternehmen, es ist nur eine Generation. Ich würde nichts sagen, wenn man irgendwie alle Generationen einbauen würde und sagen müsste, ja gut, bei zum Beispiel echt Wasser-Pokémon musst du halt, die tauchen im Wasser auf. Okay, dann muss ich halt ins Wasser gehen, vielleicht treffe ich dann einen Shigi auf, vielleicht muss ich da irgendwo anders hin für einen Shigi oder so weiter. Dann weiß ich zumindest, okay, Wasser, da finde ich etwas. Finde ich ein Wasser-Pokémon. Aber mit Feuer-Pokémon als Beispiel gerade, also, ja, ich weiß auch nicht. Das sind einfach so ein paar Dinge, die man halt aus den normalen Pokémon-Editionen kennt, die man hier einfach bei Pokémon Go extrem vermisst noch. Ja, ich sage extra noch, weil es kann sich alles noch ändern. So, ganz kurz abspeichern. Also genug gequatscht über Pokémon Go. Ich sage ja, im Prinzip ein geiles Spiel, was ich auch gerne weiterspielen würde. Momentan ist einfach die Luft raus, weil, ja, ich habe das Gefühl, man hat es gesehen. Und das, was interessant wäre, das ist noch zu wenig ausgebaut.
So, Tobi zum Schwächen, genau. Zapdos. Jo, natürlich mal die Frage nachgerichtet, Freunde. Wie seht ihr das in Pokémon Go? Seid ihr da die großen Fans? Spielt ihr es täglich oder nur ab und zu? Oder sagt ihr gar nicht zu? Oder habt ihr es auch ursprünglich mal zu Beginn, wie ich noch gern und oft gespielt, und mittlerweile ist ein bisschen die Luft raus? Oder wie seht ihr das Ganze? Also generell halt, oder was würdet ihr noch für Empfehlungen äußern, was man noch verbessern könnte? Und man muss auch immer beachten, dass Pokémon Go ist ein Gratis-Spiel. Du kannst In-Game-Käufe tätigen. Alter, der Schaden hier. Aber grundsätzlich ist halt das Spiel Pokémon Go ist gratis. Da ist dann schon die Frage, wie weit darf man da die Entwickler quasi bitten, dass sie sich doch mal das Spiel noch ausbauen sollen. Das ist echt schwierig. Bohrschnabel. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde, wegen Bohrschnabel bei Kai. Gut, ich meine, das ist aber 99, aber trotzdem. So. Klappt sie wieder am ersten Mal. Was? Das gab es ja auch bei den legendären Pokémon. Das Pokémon verfehlt. Klar, ich wirf einen Ball mit geschlossenen Augen. Wenn wir schon beim Thema Pokémon Go sind. Mann, irgendwo habe ich gerade ein Problem. Aber das Gefühl. Hä? Volltreffer. Ja, bei Pokémon Go die Pokébälle werfen. Da habe ich irgendwie das Gefühl, gut, da bin ich vielleicht derjenige, der so zu doof ansteht, kann natürlich auch sein, aber ich habe da echt das Gefühl, dass das System zum Pokéball werfen noch nicht so ausgereift ist. Oder hat noch nicht so richtig funktioniert, wie es eigentlich sollte. So, werfe ich auch wieder daneben, oder was ist los? Okay, Zapdos ist ein Kämpfer, das gefällt mir theoretisch. Interessant, weil ich kann es nur fangen, wenn ich es folge. Also, vielleicht wird Paralyse auch klappen. Alter, das wird ein langer Stream. Ja, ich hab's befürchtet, deswegen habe ich am Meisterball in der Hinterhalt für den Notfall für einen von den Vieren. Ich war vorhin gerade ein bisschen überrascht, noch ein bisschen erfreut, dass bei Arctos so schnell ging, aber ich glaube, Zapdos und Lavados auch, die werden ein bisschen härteren Kampf liefern. Ja, negiert. Mal die Kommentare gucken, das war eigentlich Nikola Tesla. Müssen wir eigentlich für Arctos den Namen ändern, oder? Oh, ich lese gerade bei Robert hat sie geschrieben. Wie wär's mit Frosty, der Eismann für Arctos? Ups, Entschuldigung, ich habe überlesen. Frosty. Oh, Frosty oder Schneeball war für Arctos. Zapdos, hat er gesagt. Jonas hat geschrieben Blitzi oder Nikola Tesla. N-I-K-L. Moment. N-I-K-O-L-A. Passt gar nicht hin. Mein Hals. Trocken wie Sau. Wie eine Wüste. Jo, Zapdos. Machen wir Blitzi, wa? Bis vielleicht jemand noch irgendwie ein anderer Name und ein anderer Vorschlag kommt, der natürlich gerne zur Kenntnis genommen wird. Blitzi! Auf Bills PC. Jo, der hat ein bisschen Widerstand geleistet, trotz auch nicht so sehr reingefürdet hatte. Es läuft, Freunde, es läuft. Okay.